Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Taktikfuchs. Leute, mein Tipp und meine Aufstellung gegen Union Berlin am 9. Bundesligaspieltag zu Hause endlich mal. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. In diesem Sinne, gehen wir rein in den Bums. Ja, eigentlich gibt's ja nur zwei Positionen, die irgendwie zur Diskussion stehen. Der Rest richtet sich danach, was fit ist. Ja. Manuel Neuer wird natürlich im Tor stehen. Ja, da man nicht die Chance genutzt hat, irgendwie einen Peretz mal in so einem Spiel wie gegen Mainz zu bringen, macht natürlich keinen Sinn, jetzt einen Torwart irgendwie auszutauschen. Von daher sollte das klar sein. Dass Manu im Tor steht, dass Harry Kane vorne spielt, sollte auch klar sein. Wir können auch gleichzeitig Musiala dahinter stellen. Ist ja aktuell die beiden Spieler unsere Versicherung in der Offensive. Ja, bauen wir es heute mal von vorne nach hinten auf, ist ja auch nicht das Problem. Rechts für mich auf jeden Fall Michael, na, ganz klar vor Leroy. Linke Seite ist die zur Diskussion steht. Ja, da haben wir natürlich mehrere Alternativen. Ja, auch in Sané könnte zur Not links spielen. Wir haben Coman oder Gnabry. Wir hätten auch einen Tell mit in der Verlosung, wobei man sagen muss, dass Tell seine Chance in Mainz nicht genutzt hat. Weiß ich auch nicht. Schwierige Entscheidung. Wirklich schwierig auf der Seite irgendwie. Ja, ich glaube echt. Komm, ich bring Serge, ey. Keine Ahnung, ich sehe halt alle also auf ein Level ungefähr. Ja. Ich war überlegen, ob man Sané auf die Seite bringt, aber Sané, ja, hat über rechts mehr Stärken, weil er dann mit seinem starken Fuß aufs Tor schießen kann. Serge, weil er mir ein bisschen stabiler, gerade in der Defensive aktuell rüberkommt und eigentlich das Zusammenspiel zumindest mit dem Davis ganz gut geklappt hat. Ja, dass ein Gnabry dann eher defensiver war. Ja. Ist aber wirklich so eine Mühentscheidung, ne? Wie gesagt, das würde ich wahrscheinlich dann auch vom Bauchgefühl und der Trainingsform abhängig machen. Aber natürlich können wir hier die Alternativen natürlich mit reinnehmen, ja. Ja, wie gesagt, für mich wäre auf jeden Fall Michael auf jeden Fall vor Leroy, aber natürlich ist Leroy die erste Alternative, ne? Das steht außer Frage. Für Musiala haben wir natürlich Thomas Müller als Alternative, auch wenn es dann natürlich ein ganz, ganz anderes Spiel wäre und ja, es nicht wirklich eine faire Alternative ist, weil ohne Musiala wird uns der Spielaufbau sehr schwer fallen gegen ein starkes Union Berlin in der Defensive, weil wir ja in der Zentrale nicht so wirklich kreativ sind mit 'n Palhinha, der eher den Achterpart gibt oder den offensiveren der beiden Sechser. Also, von daher, man könnte natürlich überlegen, Palhinha draußen zu lassen, aber ich denke, Palhinha tut es gerade gut, jede Spielminute mitzunehmen, die er kriegen kann. Ja, man sieht das auch in seiner Abstimmung mit Kimmich, was von Spiel zu Spiel auf jeden Fall ein bisschen besser wird. Ähm, aber das ist ja auch normal, ne? Und es ist auch normal, dass beide sich halt mal ein bisschen einspielen müssen, ne? Die hatten halt vorher nie die Gelegenheit, weil Kimmich, Pavlovic halt einfach überragend waren. Aber natürlich sieht man, ohne Pavlovic geht uns natürlich auf jeden Fall eine Menge ab, ne? Ja, ich habe es aufgegeben zu sagen, ich stelle 'n Kimmich vor 'n Palhinha. Das passiert eh nicht, ja, von daher stelle ich sie immer auf einer Höhe. Ja. Zwischendurch waren sie auch auf einer Höhe im letzten Spiel und zwischendurch in ganz, ganz seltenen Fällen war auch 'n Palhinha mal ein bisschen defensiver wie 'n Kimmich. Ähm, Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht entwickelt sich ja langsam dahin, dass 'n Kimmich, 'n bisschen mehr defensive Anteile abgibt und mehr in die Offensive geht. Das werden wir sehen. Ansonsten muss es wie gegen Mainz laufen, dass 'n Musiala sich schon eher auf die Achterposition fallen lässt, sich da den Ball holt und das Spiel gestaltet, ja.
Das hat ja gegen Mainz auch ganz gut geklappt. Ja, ansonsten sehe ich Palhinha und Kimmich halt als Doppel-6, Doppel-8, wie auch immer ihr das interpretieren möchtet. Alternative für mich natürlich hier Conny Leimer als erste Alternative. Ja. Leon nehme ich mal als Alternative in die Innenverteidigung mit rein. Gut, dann sind wir ja auch schon bei der Innenverteidigung. Natürlich, wenn alles wirklich spielfit ist, ist es für mich Clement Upamecano, einfach weil das eingespielt ist. Ja? Klar, diese Lockerheit, diese Sicherheit, die ihn Eric ausgestrahlt hat, war schon bemerkenswert, aber er hat auch 2 Klopper drin gehabt, was aber einfach auch der Tatsache geschuldet ist, dass er keine Spielpraxis hat. Ja, wenn er diese hätte, würde er so diese Klopper nicht mehr drin haben, da bin ich mir relativ sicher. Ja, Alternativen natürlich Uppa und Leon, ne, gar keine Frage. Ich denke, auf der linken Seite kommen wir um Fonzie Davies gerade nicht herum. Ja, das ist halt einfach so. Auf der rechten Seite, ja, wird sich zwischen Guerrero und Conny Leimer entscheiden. Ich würde wahrscheinlich mit Guerrero anfangen, einfach. Weil da das Zusammenspiel mit Kimmich, je nachdem wie Kimmich eingeplant ist, wenn Kimmich aber wieder diesen super defensiven Quarterback macht, ist es vielleicht sinniger, dass man das Eingespielte nimmt mit Guerrero dabei. Hier haben wir natürlich auch Conny Leimer als Alternative. Links haben wir eigentlich nur Alam Aznu, sofern er im Kader ist als Alternative. Joa. Und für Kimmich gibt es natürlich keine Alternative für King Josua. Aber da sieht man schon, es ist nicht so, dass wir keine Alternativen in dieser Mannschaft haben. Ja. Also da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und ja, das wäre meine Startelf. Ne? Wie gesagt, wenig überraschend. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eher auf Conny hinausläuft oder auf Guerrero, das wird man sehen. Natürlich könnte man auch einen Guerrero sagen, aber da müsste man komplett umbauen. Könnte einen Kimmich als Rechtsverteidiger stellen und stellt einen Guerrero als Achter auf und einen Palhinha als Sechser. Wäre nochmal ein kreativer Geist da vorne, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie Guerrero so das Auge hat für die Pässe im Spielaufbau. Technisch ist er auf jeden Fall der Stärkste. Aber das könnte natürlich auch ein Conny Leimer tun, wenn man Kimmich als Rechtsverteidiger zieht, aber das wird ja nicht passieren. Ja? Und wie gesagt, bisher hat Kimmich, es ist ja auch echt gut gemacht. Mal abgesehen vom Barcelona-Spiel. Ja? Von daher würde ich mir dieser Stärke auch nicht berauben wollen. Wie gesagt, ich würde es schön finden. Meinetwegen kann Kimmich ja auch den Spielaufbau aus der tiefen Position machen, wenn wir im Ballbesitz sind. Wenn wir aber nicht im Ballbesitz sind, wäre es natürlich sehr schön, wenn Palhinha in diese Position läuft und nicht in Joshua Kimmich. Ja. Aber ich denke, das ist eine Abstimmungssache. Da müssen wir hinkommen. Ansonsten ist ein Palhinha natürlich immer ein bisschen außen vor im Spielaufbau, aber auch da, vielleicht muss er dann noch ein bisschen seine Rolle finden. Ne? Und wächst da vielleicht auch noch hinein, dass er da auch ein bisschen, ich meine, man hat schon gesehen gegen Mainz, dass er mal mit dem Diagonalball versucht hat, den Ball ein bisschen zu verteilen. Ja, ich würde sagen, wir geben der ganzen Sache einfach mal noch ein bisschen Zeit. Ja? Und wir gucken mal, ob sich das vielleicht in die richtige Richtung noch verschiebt. Nochmal, dass, wenn wir nicht im Ballbesitz sind, Palhinha in der defensiveren Posi steht. Sollten wir im Ballbesitz sein, ist es umgekehrt. Das war bisher leider nicht der Fall. Meistens war es dann so, dass Palhinha der Erste war, der vorne gepresst hat und Kimmich dann in dieser tiefen Position war. Und das ist halt so semi. Ja, es war dann gegen Mainz teilweise oder auch gegen Bochum ab und wann der Fall, dass sie beide auf einer Höhe waren. Ja. Da werden wir einfach mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das wäre meine Aufstellung heute. Ganz oldschool. Das ist, was der Kader gerade hergibt. Ja, und bin gespannt, wie die Aufstellung am Ende aussehen wird. Und mein Tipp fürs Spiel, ich weiß nicht, wie weit, ich habe von Union noch nichts gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie weit Union schon ist. Ob Union sagt,
Ja, komm, ist mir egal. Wir liegen jetzt 2:0 hinten. Wir ziehen unseren Spielstil durch. Wir akzeptieren das so. Oder ob Union dann sagt, ach komm, wir wehren uns, wir gehen drauf, wir versuchen das 2-1, 2-2 zu gehen. Ich glaube, dann kann es halt auch ein 4-0, 4-1. Dann kann es richtig auch übel werden. Ne? Das weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie gefestigt diese Mannschaft ist. Es kann natürlich auch immer passieren, dass Union durch eine Standard oder so in Führung geht. Das weiß man auch nicht. Ja. Oder durch einen Fehler von Manuel Neuer oder sowas. Der ist im Moment dafür gut. Und dann wird es natürlich eine schwere Nummer werden. Ne? Dann kann das Spiel natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Also ich denke, wir werden schon Spielglück brauchen. Mein Tipp ist 3-1 für uns. Leute, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche uns ein super gutes Spiel mit natürlich hoffentlich dem guten Ergebnis auf unserer Seite. In diesem Sinne wünsche ich euch auch ein schönes Wochenende und wie immer vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.